Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind ja wieder mal mitten in einer Quest stecken geblieben, also wir haben mehrere. Wie wir auch gesehen haben, wir da ein paar schon, wo wir noch gerne abgeben. Dann würde ich aber mal sagen, wir machen jetzt einfach mal wieder Schmied in Sophone weiter und schauen mal, was jetzt passiert. Quest abgeben! Unterstützt Schmied in Sophone dabei, ein Rüstungsteil herzustellen, aber wirklich viel bringen würde so, ich glaube es nicht. Es ist schon ein besseres Teil, also gegen eine Stufe 84 ist schon ein Unterschied, aber wir würden Beweglichkeit verlieren, Ausdauer und Tempo, Vielseitigkeit bekommen. Crit würde weggehen, Meisterschaft würde weggehen. Ich würde eher sagen, wir würden sogar darauf verzichten, aber wir helfen dir doch liebend gern, das mal zu machen. Sie zeigt Sika. Das ist Sika. Okay, Sali Sika, zeig mir, was ich tun muss. Helle Dinge, Schmiede geben Brennstoff. Versuche es. Brennstoff, okay. Ich glaube da, okay. Also ich muss da mehrmals draufdrücken. Ah, das geht auch automatisch wieder runter. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann schauen wir einfach, dass das... Zu heiß abzügen, mach es besser. Öffne den einen bitte. Abzügen, das sind die da, hä? Okay. Ah, es ist zu wenig heiß. Ja, noch mehr Brennstoff. Hopp, hopp. Mehr Brennstoff. Schnell wieder mal ein bisschen runtergehen lassen. Und jetzt geht da schön Prozentzahl rauf. Das heisst, wir müssen jetzt so wirklich schauen, dass wir im genau richtigen Grad rein, dass wir eigentlich aufbrützeln, egal was. Also ich gehe davon aus, dass wir da irgendwie das Metall irgendwie ausschweißen. Ah, zu heiß, Abzüge öffnen. Mein Drachenfalken ist da drinnen. Der verkehrt. Lange das? Nein, den auch noch öffnen. Dann öffnen wir den auch noch. Jetzt sieht es wieder gut aus. Jetzt sieht es wieder gut aus. Jetzt geht es, glaube ich, sogar zu weit runter. Dann tun wir da noch einmal füllen. Ah! Es aussieht jetzt wieder zu heiß. WTF! Dann lassen wir es wieder runtergehen. Mein armer Drachenfalken. Hör auf in den Ofen reingehen. Du Nudeln. So, weiter runter mit der Hitze. Weiter runter. 90% haben wir schon. Also, es kommt gut. Es kommt gut. Ah, das war schon gewesen. Ja, nice. Kommt. Was jetzt? Haltet die Rüstung fest. Sie braucht unsere Hand. Dann let's go. Haltet die Rüstung jetzt schön fest. Ruhig bleiben. Wir müssen ruhig bleiben. Dann haben wir mal die Rüstung fest. Das ist ja Anima. Also wie es aussieht, haben wir Anima hergestellt und brauchen das für die Rüstung. Okay. Sehe ich das richtig? Da bin ich voll verwirrt. Nein, ich glaube, ich sehe das richtig so. Okay, wir heben es immer noch fest. Nice. Das ist schon gewesen. Es ist vollbracht. Ah, es ist vollbracht. Okay. Sprecht. Ich möchte Quest beenden. Sprecht mit Clea und Pelagos im Prüfstein des Aspiranten. Annehmen. Ist Cleas Vertrauen in okay. euch berechtigt. Das heisst, wir haben jetzt wieder mehrere Quests am Start. Also eigentlich 3 Stück können wir dann abgeben. Jetzt ist die Frage, was wir als erstes machen. Komm, jetzt gehen wir gerade mal zuerst zu der Aqualotin. Und wie spricht man das richtig aus? Aspirantin Akimos. Ah, Aspirant. Es ist mir eine Ehre. Alles klar, so. Quiz beenden. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir das auch erledigt. Dann schauen wir mal schnell da oben noch nach. Genau, ein Geschenk für eine Akolitin. Das müssten wir noch ganz kurz schnell abgeben. Dann hoffe ich, dass wir dann die durch haben und dann können wir da ganz gemütlich weitermachen. Weil mir ist auch aufgefallen, es sind ja so Quests mit, die so anders aussehen, wenn wir das so genau anschauen. Die sehen anders aus als die sind so in einer Kreisform und die sehen ein bisschen anders aus. Das ist, wie sie aussieht, so die Hauptquest. Also, weil es hat immer so Nebenquests und Hauptquests und ich persönlich kümmere mich halt eher gerne ein bisschen um beides. Dass wir immer so ein bisschen alles machen, was wir finden und sehen und machen. Dass wir eigentlich eben auch die Nebenquests machen. Also blöd gesagt, wir sind jetzt gerade an einer Nebenquest dran. Eigentlich hätte ich da etwas brückeln können, das geht wahrscheinlich schneller als durchs Wasser hüpseln. Mal schauen, okay. Hopp, 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 komm. Nein, sag jetzt, du kommst nicht rauf. Auf den Stein? Jawohl, okay, Gott sei Dank. So, weiter, Quest beenden. Sie hat sogar noch mal etwas für uns. Beschafft eine kultivierte Windblüte. Okay, wo finde ich die? Ah, die ist dann ganz weit da hinten. Alles klar, ja, dann können wir uns jetzt wirklich da schnell um den wahren Tiegel wartet kümmern. Eben, Brust am Allgemeinen würde ich sagen, die ziehen wir mal nicht an, die lassen wir mal so stehen. Weil ich habe das Gefühl, eben, klar, sie bringt mehr Ausdauer, sie bringt mehr Rüstung,
Aber eben, Tempo geht runter, Vielseitigkeit geht runter und ich persönlich brauche die Werte, darum würde ich sagen, wir warten mal, ob wir etwas Besseres erhalten. Und das Einzige, was wir jetzt in dieser Zeit mal machen können, ist, wir können unser neues Talent für Level 50 auswählen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal noch ganz kurz. Jetzt reiten wir schnell da und dann schauen wir mal da mal schnell durch. Was wir da so auf Lager haben, Neues. So, und dann sind wir da schon mal bei der Quest parat. Den Respekt der Schmiedin erlangt. Ja, wir haben den Respekt vor der Schmiede erlangt. Zeit, eure neue Rüstung auf die Probe zu stellen. Aha, aha. Okay, also warte noch kurz, ich wollte da noch schnell meine Talente machen. He? Aspekt der Wildtier. Passiv. Erhöht Schaden und Heilung der Fähigkeit eures Begleiters um 30%. Erhöht die Effektivität der passiven Begleiterfähigkeiten, Durst des Raubtiers, Ausdauertraining und Wegfinden um 50%. Ich habe keine Ahnung, welche das sind. Durst des Raubtiers. Was ist Durst des Raubtiers? Ist das so eine... Durst des Raubtiers? Das sind aber irgendwelche passive Fähigkeiten noch vom Wildtier selber. Aber wir schauen mal weiter. Abgerichtete Cobra, passiv. Während Zorn des Wildtiers aktiv ist, schließt Cobra-Schuss die Ablenkzeit von Tötungsbefehl ab. Also der Cobra-Schuss, das ist der da, tut die Ablenkzeit vom Tötungsbefehl. Also das wäre der da. Also das heisst, wir müssen nicht mehr 6,6 Sekunden warten, sondern direkt, wenn wir den einsetzen, können wir wieder eigentlich zubeissen, was natürlich auch ziemlich nice ist. Oder wir nehmen Blutvergießen. Befiehlt eurem Begleiter, euer Ziel aufzuschlitzen. Dies verursacht eine blutende Wunde, die dem Ziel im Verlauf von 18 Sekunden 618 Schaden zufügt und sämtlich durch euren Begleiter erlittenen Schaden 18 Sekunden lang um 15 erhöht. Das heisst, wir würden 50% mehr Schaden machen und gleichzeitig noch Schaden verursachen. Aber das ist halt eine Fähigkeit, die wir nur alle Minuten einsetzen können. Ich persönlich am meisten hat mich jetzt gerade von Anfang an einfach mal Aspekt des Wildtiers interessiert, weil wir haben ja noch die Fähigkeit dazu mit dem Stampfen, eben, dass wenn wir dann die Stachelpfeil einsetzen, dass wir auf den Boden stampfen und ich glaube, das würde uns auch unterstützen. Erhöht der Schaden und Heilung der Fähigkeiten eurer Begleiter um 30%, also wir würden 30% mehr Schaden machen, plus als Stampfen würde noch mehr Schaden machen, das Beißen würde noch mehr Schaden machen und der Rest würde auch noch sicher höher. Erhöht die Effekte der passiven Begleiterfähigkeit Durst des Raubtiers, Ausdauertraining und Wegfindung. Wenn wir da noch ganz kurz schnell nachgüchseln, ob man da etwas findet. Blinder Schuss, Vögel einschüchtern. Durst des Raubtiers. Haben wir das? Steht das da überhaupt da drinnen? Wegfindung. Das Zeug steht da gar nicht drinnen. Hallo? Wegfindung. Das steht wirklich alles nicht da drinnen, was da drinnen steht. Aber ich persönlich würde sagen, wir tun uns mal für Aspekte der Wildtiere entscheiden. 30% mehr Schaden, plus mehr Heilung. 50% ist natürlich ziemlich nice, sonst sterben sie eher noch weniger. Dann würde ich sagen, Quest beenden. Dann machen wir mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Besiegt die 3 prätorianischen Sparringhelfer. Annehmen. Annehmen. Du hast auch noch eine Quest für uns. Nehmt an 8 Kampfmeditationen teil. Kampfmeditationen, sind das... Ah, die müssen wir herausfordern. Ist das richtig? Die leuchten so. Macht ihr einen Übungskampf mit mir? Da lasst dich aber auf etwas ein. Nun gut, wir suchen die Stille. Oh, falscher Knopf. Falscher Knopf. Einfach falschen Knopf gedrückt. Ich knuddle. So, aber das ist jetzt wirklich voll easy gegangen. Und wie wir jetzt sehen, das Leben von denen sollte sich jetzt schnell aufheilen. 500. Also das ist wirklich rechtlich viel. Das heisst, wir müssen 8 von denen besiegen. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Macht Ihren Übungskampf mit mir. Let's go. Let's go. Lasst euch Schläger sprechen, Sterbliche. Das hätte ich nicht zu laut gesagt. Das hätte ich eindeutig nicht zu laut gesagt, meine lieben Damen. So, und schon ist es erledigt. Leck, wir machen wirklich guten Schaden. Also, Jäger gefällt mir wirklich mega gut. Mega gut. Macht ihr einen Übungskampf mit mir? Lasst eure Schläger sprechen, Sterbliche. Kann ich da gerade 2 gleichzeitig herausfordern? Welches Wissen bringt ihr? Mal schauen, ob das funktioniert. Wir müssen hier nämlich nicht jeden eintöten, weil wir sind da wirklich ziemlich gut am Start gegen die. Voilà. Meine Drachenfalke heilt sich so brutal auf, den Schaden können sie gar nicht ausrichten, was wir da an Heilung haben. So, dann haben wir gerade mit 2 miteinander. Dann geht das mit ein bisschen schneller vorwärts. Und da haben wir ein paar Punkte auf der Karte. Das wird Epilion. 30.000 Leben! Ja, ihr wollt wirklich wissen, ob ich gut drauf bin oder nicht, he? Ja, ich würde sagen, let's go.
Wenigstens können wir den direkt angreifen und wir ihn nicht ansprechen. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Aber mit unserem Drachenvolk am Start hat er eh keine Chance. Aber 30'000, das kann sich noch ein Zeitchen ziehen, bis wir den tot haben. Voilà, immer schön Drachenvolk heilen. Hey, wir kommen gar keinen Schaden über. Wir kommen ja wirklich gar keinen Schaden über von dem. Komm, stirb. Schiessen wir mal noch etwas anderes drauf da. Let's go. Und dann gerade unsere Stachelpfeil nochmal. Also wir, für 30'000 Leben und wir machen jetzt schon... Also wir brauchen schon ein Zeitchen, bis wir ihn erledigen. Aber wir erledigen ihn eigentlich gut. Also eben Drachenvolk haben eben schön ihr Leben eigentlich gut oben. Ich glaube, wir haben das Plus-Minus schon mal fürs Richtige entschieden. Aber viel mehr Schaden. Können wir mal da unsere Vögel noch holen. Und dann sollte die Sache eigentlich gegessen sein. Jawohl. Also das heisst, wir haben so 3 Kämpfe gegen so grössere Wesen und dann noch 8 Kämpfe gegen solche. Sehe ich das richtig? Den kann ich nicht herausfordern. Die sieht cute aus. Die sieht so cute aus. So, macht ihr einen Übungskampf mit mir. Let's go. Da können wir dann gerade wieder 2 aufs Mal herausfordern. Wir haben bis jetzt erst 4 von 8. Finde ich aber auch noch recht lustig, dass wir gegen so viel trainieren oder kämpfen. Ich weiss nicht, was wir genau damit beweisen. Wir alle beschreiten den Pfad. So, tun wir gerade beide gleichzeitig. Lass deinen Schläger sprechen. Ja, du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Glaub mir's du. So, jetzt schauen wir mal 3 Tiere auf den hitzen, dass wir da wirklich... Genau, jetzt haben sie da grob beide auf denen. Und immer noch gemütlich noch das Leben auffüllen. Und gut ist. Da kommt da schon unser Krog. Uns unterstützen in dem Kampf. Nice. So, erledigt. Was sind denn das für Waschlappen? Hei. Die brauchen eindeutig ein besseres Training. So, und das ist gerade die letzte sein, die wir hier vernichten. Komm, da können wir gerade noch schnell Vögel reinheizen, das reinheizen. Zack, und erledigt. Nice, okay. Pünktchen hinten, das ist der da, Archilon. Da können wir auch wieder direkt greifen. Der hat weniger Leben als der andere. Das heisst, eigentlich sollten wir den gut bekommen. Übungsprotokoll Nummer 1. Let's go. Let's go. Also das ist, glaube ich, eine schwächere Stufe als der andere. Das ist jetzt Übungsprotokoll 1. Der andere hat gesagt Übungsprotokoll 3. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir da, dass das die schwächste Stufe ist von diesen 3. Aber das schauen wir nachher mal an. Dann. Oder ob das ist ein anderes 2 gewesen. Spranghilfe der Stufe 3, jawohl. Und wenn es ein anderes 2 gewesen, das heisst, der hier hinten sollte noch ein bisschen schwieriger werden als die 2. Aber gar keine Herausforderung für mich, meine Drachenvolke, für den lieben Schweizer. Let's go, Jodliti! Kaboom, komm! Übungsprotokoll abgeschlossen. Okay, Übungsprotokoll abgeschlossen, weiter geht's. Let it go! Herausforderung angenommen. Verwende Ja, der hat Übungsprotokoll 36'000 Stufe Leben. 3. Also wie es aussieht, ist das der schwierigste von allen. Aber ich denke, auch den sollten wir eigentlich ziemlich gut packen. Komm, lassen wir die Vögel schon mal drauf reiten, dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Ich heile euch mal wieder, nicht dass ihr mir da zu flöten geht. Aber damage-mäßig sind wir gut dran. Wir haben die Hälfte haben wir schon mal zusammen. Unser Drachenvolk macht praktisch fast keinen Schaden. Also ich gehe mal davon aus, das wird sich jetzt nicht mehr gross ändern. Außer dass er mich da so anspurt, dann geht's noch. So. Let's go! Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Es kann sich wirklich nur noch um Stunden handeln. Kann sich wirklich nur um Stunden handeln. Aber wir haben es fast geschafft. 20% hat er noch, sonst will das nicht aufleuchten. 120% leuchtet das auf. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann wissen wir immer so, hey, der Gegner hat noch 20% etwa noch. Das ist natürlich noch ziemlich gut zu wissen. Übungsprotokoll Nice. abgeschlossen. Okay, Ende dieser Kampfsequenz. schon erledigt. Schon erledigt. Nice. Oh, ich bin stecken geblieben. Hey. Dann haben wir die 2 Sachen schon wieder erledigt. Dann schauen wir gerade mal, wie es weitergeht. Hallo. Was beschäftigt So, euch? Quiz beenden und... Braucht ihr einen Trainingspartner? Quiz beenden. Dann hast du da mal etwas Neues für mich. Und zwar euch den Weg zu zeigen. fordert Antonos heraus. Ist das aber nicht die? 2,1 Millionen hast du doch schon. Hallo?
Fortnite meint jetzt die da? Ich hoffe es jetzt mal nicht. Aber wir würden dafür neue Hemden bekommen. Mit 4 Beweglichkeiten aus, weniger Crit. Dafür mehr Tempo und mehr Vielseitigkeit. Ich glaube, das wäre eigentlich noch schmackhaft. Haltet euch nicht zurück. Ich halte mich nicht zurück. Macht dir keine Sorgen. Sequenz Es ist wirklich der. Oh mein Gott. Leite Demutssequenz ein. Aber hat er nicht ein bisschen viel Leben? Hat er nicht ein bisschen viel Leben? Die Zeit eures Hä? Aufstiegs ist noch nicht gekommen. Es wird nie leichter, das mit anzusehen. Was denn? Eine notwendige Lektion in Sachen Der hat mich gar nicht getroffen. Was hat mir denn Jordan gemacht? Ich Das ist notwendig, damit ihr mir zeigen könnt, dass ich auch verlieren kann, oder wie? Sind meine Hände gefragt? Ich gehe jetzt irgendwie davon aus, sie wollen, dass ich gegen den verliere. Sonst hätten wir noch Questen abgeschlossen. Okay. Sprecht mit Klein und der Kammer der ersten Reflexion. Dann machen wir das mal ganz kurz. Seid auf eine Herausforderung gefasst. Kein Problem, wir freuen uns auf jede weitere Herausforderung, aber dann schauen wir uns ganz schnell den Händchen an. Also ich würde sagen, jetzt ziehen wir uns an. Den gönnen wir uns. Da pinkt jemand um bei dem Sternli. Ist da gerade jemand am Kämpfen? Schauen wir uns mal schnell den Sternli an. Wo ist das? Was ist da? Gut, der bringt uns nichts. Bringt er... Nein, der Sternli ist nicht da. Wo ist denn der Sternli? Ist das in dem Haus drinnen? Gehen wir mal güchseln. Hallo? Es müsste eigentlich da drinnen sein. Was beschäftigt euch? Nein. Als nächstes erfahren wir mehr über den mächtigen Lemon. Willkommen. Seid ihr bereit, eure Können zu zeigen? Okay. Mut begleite euch. Soll ich mal ja Ein drauf? volles Herz gewinnt immer. Ja. Was muss ich zeigen? Hä? Hä? Okay. Okay. Also man klickt sie an, dann taucht das epische Monster auf. Ja, nice. Okay. Aber auch der mit 33.000 Leben. Schwächer als die wir vorher besiegt haben. Wir machen jetzt einmal. Mal schauen, was passiert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem gerechnet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem gerechnet, aber wie es aussieht. Sollten wir den gut packen, die Hilfe vom Leben haben wir eigentlich schon mal zusammen. Das heisst, viel mehr wird da nicht mehr passieren. Den Schaden von den Drachenfalken können wir schön gut ausgleichen. Okay. Und was bringt uns das jetzt, den Eis ins Viertel treten? Ist das einfach zum zeigen, was wir können. Aber mega schöner Vogel. Mega schöner Vogel. Der Nemaeus. Nemaeus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Drachenvolk können langsam zu neigen, aber machen wir da noch Beute über. Ja. Was bringt mir der Dolch? Ich brauche einen Bogen. Geduld und Glaube. Wir haben einen mega geilen Dolch bekommen. Okay. Vorher stand ein Vogel drauf, jetzt eine Schildkröte. Kann es sein, dass man da... Es ist mir eine Ehre. Kommt jetzt da nochmal der Vogel, wenn ich das drücke? Oder kommt jemand anders? Komme ich da... Weil wenn ich da Waffen bekomme... Komme ich echt beim nächsten auch nochmal eine Waffe über? Wir probieren es mal aus. Wir haben eh nichts... Wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Komm, wir probieren das mal aus. Jetzt hauen wir dieser Schildkröte mal schnell eins auf den Zipfel. Auch die sollte eigentlich keine Herausforderung sein. Wir können ja schön auf Abstand bleiben, solange sie unsere Drachenvolk nicht allzu sehr viel Schaden macht. Ist das eigentlich keine Herausforderung für uns. Wir könnten ja sonst auch mal ein bisschen etwas zünden, damit das schneller geht. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und können da noch mal etwas praktisches. Vielleicht können wir auch noch ein anderes Rüstungsteil über, weil das ist ja Schildkröte. Vielleicht können wir jetzt da irgendein Rüstungsteil über, weil sie halt einen harten Panzer hat oder irgendetwas in die Richtung. Aber das finde ich so ziemlich lustig gemacht. Da. Also irgendwie auch recht speziell, dass man da einfach eine Frau anklicken kann und dann kommen epische silbrige Monster. Die Frage ist, wie viel gibt es denn davon? Oder kann man da jetzt den ganzen Tag irgendwelche silbrige Monster farmen? Oder sind es jetzt einfach nur die zwei? Oder ich verstehe es nicht so ganz. Aber ich glaube, das erfahren wir, sobald wir mal die Schildkröte besiegt haben.
man da vielleicht irgendwelche einen geilen Helm bekommen, neue Schultern oder irgendetwas anderes Cooles in die Richtung. Ist es erledigt? Okay, looten. Und ein Strickkolben bringt das genauso wenig. Jetzt haben wir das Pferd da. Wieso haben wir jetzt das Pferd? Wenn wir noch das Pferd probieren. Weil, also wir haben bis jetzt zweimal eine Waffe bekommen, aber zweimal etwas, das wir wirklich nicht brauchen können. Also einmal haben wir jetzt also vom Damage her ist ja mega plus 17,1% Schaden und so. Aber was ist... Probieren wir es nochmal. Bin ich. Geht und dient. Jetzt kommt das Pferd da. Finde ich das richtig? Jawohl, okay. Dann töten wir das noch und dann hoffe ich in dem Fall auf einen neuen Bogen. Ganz ehrlich. Dann hoffe ich in dem Fall auf einen neuen Bogen. Wenn wir da schon die ganze Zeit so wunderschöne, gute 2 Waffen bekommen haben, hoffe ich doch, dass wir vielleicht auch noch Waffen für uns mal bekommen. Ich sollte meine Drachenfalke heilen. Die armen Seppel. Die sollten wir nicht sterben. Ohne die sind wir hilflos und verloren. Also die anderen zwei haben eindeutig nicht so viel Schaden gemacht wie die gerade momentan. Machen wir das hier wiederbeleben und hoffen, das bringen wir gut an, bis der da ankommt. Jawohl, okay. Dann ist auch die keine Herausforderung für uns, aber der macht einiges mehr Schaden, wie es aussieht, als die anderen. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, aber es kann natürlich auch sein, dass man da drinnen wirklich so neue Anfangswaffen könnte farmen. Aber um das herauszufinden, müssten wir wirklich jetzt einfach mal den noch besiegen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Kriegsleben. Was ist denn ein Kriegsleben? Ich weiss nicht mal, was das ist. Wir alle beschreiten den Pfad. Okay, was kommt jetzt? Ein Fuchs? Der macht da auch gerade mit, okay. Wenn der da auch gerade mitmacht, kommt das natürlich viel leichter. Wieso haben wir denn da 2 Gegner? Hä? Ist der Dämonenjäger gestorben, oder was? Ich stehe da ein bisschen raus, weil meine Drachenfalken heben gegen einen ja, aber gegen 2 gerade gleichzeitig. Und jetzt wirklich gerade 2 Füchse am Start, oder? Hä? Wirklich meine Drachenfalken heilen nicht vergessen da. Ah, der gehört zu dem. Okay, was kommen wir jetzt über? Eine Faustwaffe. Gerade voll der Lag. Und jetzt ist wieder der Vogel. Aber den Vogel haben wir ja schon. Da kommt nochmal ein Jäger. Was ist denn da los? Was bringt das? Wir haben jetzt eine Faustwaffe bekommen. Kommt man da einen neuen Bogen über? Also wir machen jetzt da noch einmal mit, weil jetzt da gerade die 2 mitkämpfen. Wenn das nichts bringt, dann lassen wir es bleiben und machen einfach mal weiter. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, wir kommen mal etwas Gutes über. Aber den Vogel haben wir ja schon besiegt. Also wie es aussieht, haben wir jetzt alle eigentlich schon mal besiegt, die man kann besiegen. Also gar nicht davon aus, mehr passiert dann nicht mehr. Jetzt schauen wir nochmal nach. Nein, von dem komme ich auch gar keine Beute mehr über. Okay, also dann lassen wir es bleiben. Alles klar. Wir haben 3 neue Waffen bekommen und keiner von denen ist nützlich für uns. Wir haben einmal einen Strickkolben, einmal ein Kriegsleben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist ein Kriegsleben? Und eine Faustwaffe, aber kein Bogen. Aber wir denken, jetzt können wir es verkaufen. Das gibt gutes Gold. Das sind 260 Gold. Wenn ich jetzt richtig sage, 240. Jetzt muss ich nicht. Nein, 260 Gold. Dann habe ich schon mit richtig gerechnet. Okay. Dann würde ich sagen, dann schauen wir jetzt einfach mal noch schon weiter. Jetzt haben wir viel Zeit vertrödelt dort. Jetzt habe ich eigentlich auf etwas Cooles Neues gehofft. Oh Mann. Oh Mann. Aber so kann man natürlich auch Gold farmen. So, da hat es irgendwo noch ein Kisteli. Betrete die Kammer der ersten Reflexion müsste man noch machen. Aber jetzt wollte ich mal schnell schauen, weil das jetzt ja irgendwo noch ein Kisteli hat. Ist das Kisteli? Läuterten Trank. Okay. Okay. Leute haben verbündetes Ziel und entfernen so alle Gift, Magie, Krankheits- und Fluchteffekte. 3 Aufladungen. Okay, da kann man jetzt eigentlich ein richtig geiles Kistchen erhofft, aber wie es aussieht, habe ich da ein bisschen Pech.
Ich hab Pech. Ich hab so Pech. So. Jetzt habe ich schon wieder einen mega Lag. Was ist los? Hey. Spitzchen rumlegen da. Spitzchen rumlegen. Jetzt will er auch nicht mehr anhocken. Was ist los? Ist etwas Spezielles im WoW los, dass das so am Rumlegen ist? Naja, was soll's? Wisst ihr was? Ich würde sagen, bevor wir das Spiel noch komplett abstürzt, an dieser Stelle haben wir jetzt noch ein bisschen viel Zeit vertrödelt bei diesen komischen Teilen, epischen Böse. Aber ich würde mal sagen, es hat sich gelohnt, mal reinzuschauen. Ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke mal fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat, den Daumen nicht vergessen. Einen Kommentar für Hinweise oder Tipps, was ich noch machen kann, oder wie ich auch vielleicht schneller leveln kann, oder was ich genau auf mich zukommt, was auch immer. Was ihr gerade Lust und Zeit habt. Ich kann auch immer schreiben, dass ich ein dummer, Blödmann bin oder irgendetwas in die Richtung. Mir spielt es keine Rolle. Danke noch vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao.